Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Es sieht schon wieder total chaotisch aus bei mir auf dem Tisch. Ich möchte mit euch zusammen etwas Cooles machen. Und zwar mit dem Papier, das wir hier eingefärbt haben. Beim letzten Mal möchte ich das so ein bisschen bestempeln und dann mit weihnachtlichen Servietten bekleben. Ja, dass wir dann so ein cooles Serviettenpapier bekommen, wo man damit kann irgendwelche hübsche Kärtchen machen oder Anhänger für Geschenke oder so, was denn auch immer. Für das habe ich mir eben die Papier vorgenommen. Ich habe mal 4 verschiedene parat gemacht. Eins ist ein liniertes, eins ist ein kleines dickes, eins ist ein gehäuseltes und eins ist einfach ein weißes Kopierpapier. So, das haben wir mit Kaffee eingefärbt und mit Kaffee und Rost, damit das so schwarz wird. Genau, und jetzt wollen wir mal schauen, wie das rauskommt. Ich merke gerade, ich glaube, ich muss die Abwaschmaschine abstellen, weil die macht so einen riesen Krach. So, die dürft dann nachher weitermachen. Ich habe mir auch hier ein bisschen Stempel parat gemacht, so ein bisschen weihnachtliches Zeug. Tannennödeli, Sternchen, Schleifli, herziges, lustiges Christbaumkugeli. Dann habe ich da noch irgendwas mit so sättigem Zeug. Und ich habe ein bisschen grün parat gemacht, ein bisschen schwarz und ein bisschen rot. Das richtige Weihnachtsgrün. Hey, der hier muss überhaupt nicht da sein. Der ist noch im Weg. Das Weihnachtsgrün fehlt. Ja, da. So. Das ist besser. Ich glaube, das nehmen wir nicht. So. Gut, und als Unterlage nehme ich jetzt hier mal ein bisschen Zeitung, weil nachher gehen wir eben mit dem Artpotsch drauf oder mit Leim und so und nachher wird das eine flotschige Sache. So, ich fange mal mit dem hier an. So, auf dieser Seite und dann fange ich hier einfach mal ein bisschen wild an stempeln. Genau, ein bisschen Schablonen habe ich mir noch parat gemacht. So, das eher weniger Blümchen, sondern mehr so ein bisschen Sternchen. Oder so. Genau, jetzt tun wir doch hier mal ein bisschen. Was könnte man da? Einfach wild drauf los. Wild drauf los stempeln. Einmal so und dann machen wir noch ein paar Tannenzapfen, oder? Oh Mann! Oh Mann! Oh, ja, ist gut. Ist ja gut. Oh. Brauchen wir da ein bisschen mehr Wasser noch? Oder? Keine Ahnung. Oh ja, jetzt ist es ein bisschen besser, he? So, die sind ja herzig. Ich mache einfach wild drauf los. Ein Masterboard ohne Masterplan. Irgendetwas Rotes. Schau, das Päckchen könnten wir doch noch rot machen. Das ist zwar ein bisschen fein, sehe ich gerade. Ich weiss nicht, ob das dann so zur Geltung kommt, wenn wir da noch dann die Sternchen drüber rein haben. Ich habe hier einmal so mit ein bisschen Grau und mit ganz vielen Sternchen und einmal habe ich mit so einer Art goldigen Stern. Vielleicht nehme ich den gescheiter das. Das wird ja vielleicht ein bisschen zu wild.
Ich weiß es nicht, ich muss es ausprobieren. So, aber das Päckchen ist doch extrem herzig, he? Das Stempel habe ich aus der Brocki. So wie hier die Christbaumkugeln. Die auch. Machen wir doch die jetzt auch noch gerade drauf. So. Ah, cool. Oh, ich liebe es. Ich liebe so wilde Stemplereien. Oh, da hat es auch noch ein Päckchen gehabt. Das hat ja noch ein bisschen Gold dran. Vielleicht müssen wir den auch noch ein bisschen nasser machen. Ja, ich einfach jetzt nicht den Rand. So, ja, so ist gut. Oh ja. Oh, cool. Oh, seht ihr etwas? Bin ich noch im Bild? Nicht ganz, hä? So. Genau so hätten wir doch das wollen. So. Oh ja. Oh, es gefällt mir gerade schon mega gut. So, eigentlich könnte es doch gerade so bleiben. Das fände ich also auch sehr cool. Aber mit dem Gefährten hinten dran ist es schon so ein bisschen zu grungy. Jetzt schauen wir mal, wie es wird, wenn wir da die Serviette drüber rein schlirken. So. Ist vielleicht ein bisschen hell irgendwie. Machen wir doch jetzt noch ein bisschen von dem und hoffen dann, dass es soll ich das mit dem Grün machen? Nein, ich möchte nicht so viel Verschiedenes. Ich mache das mit dem. So, was wollte ich sagen? Ich hoffe, dass wenn ich dann ich muss das ja einschmieren mit Art-Potsch oder mit Leim, dass es dann noch ein bisschen verschmiert. So. Genau. Dann haben wir dann hoffentlich überall so ein bisschen grün. So. Ja. Genau, das ist so. So habe ich mir das vorgestellt. Mal schauen, ob das dann so rauskommt, wie ich mir das vorstelle. Da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. So. Tue ich jetzt schon wieder viel zu viel? Ich weiß doch auch nicht. Wir werden es sehen. Ich finde es genial. Ich finde fast, es müsste so bleiben. Ich könnte hier auch einfach Weisses drüber rein tun. Nein, komm. Jetzt machen wir das so, wie ich mir das geplant habe. So. Ja, komm, das ist noch viel cooler. Ich freue mich schon mega. So. Muss ich schnell schauen, dass ich hier im Bild bin, aber rundum schön Zeitung habe. Jetzt da mit meinem Art-Potsch, der ist mir schon langsam ein bisschen ausgegangen und ich habe das letzte Mal schon ein bisschen Wasser drin da. Ich tue gerade noch einen Schluck. So, und nachher ist die aber wirklich fertig. Oh, der hat da so ein bisschen Schlümpen. Muss ich die jetzt erst noch rausfischen? Komm, kommt alles gut. Die kommen von alleine raus da. So. Gut.
So, das arme Papier. Oh ja, es verschmiert richtig schön. So. Natürlich nicht nur das Grüne, sondern das Rote auch und das Schwarze auch von den Tannenzäpfen. So, und jetzt das drüber rein. Zack. Und noch einmal mit dem drüber. So, sind jetzt die Geschenke zu fest verlaufen? Nein. He? Die sieht man doch immer noch gut. So, wow, ist das cool, hey. Jetzt würde es mich gerade mega reizen, das auf Packpapier zu machen. Und dann hat man so ganze Rollen eigenes Geschenkpapier selber gemacht. Das ist mega cool. So, das ist jetzt schon gerade leer. Und dann nachher noch mit Weissleim dahinter. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir das hier abbekommen. So, und dann gerade das Rändchen. Oh nein, eben nicht so. So, abreißen. Könnte man natürlich auch nachher machen, könnte man schneiden, könnte man wie auch immer. So, also da, mir denkt jetzt, da hat es jetzt ein bisschen wenig Leim dran an dieser Geschichte. Vielleicht hebt denn das auch nicht so gut, ich weiß es nicht. Aber das finde ich doch jetzt mal schon extrem cool. Ich wollte gerade sagen, man sieht gar nicht mehr so viel von, dass es ein eingefärbtes Papier ist, aber hier sieht man noch die Flecken. Ja, mal, das kommt schon zur Geltung. Es wäre wahrscheinlich viel weisser, wenn es nicht eingefärbt wäre. So, das geht noch warten. Dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten. So, ja, jetzt zum Vergleich. Komm, machen wir doch gerade mal das ganz Dunkle. Da machen wir noch so grüne Tannenzweigli. Oh, und so blaue. Wenn wir jetzt noch blau hätten, blaue Sternchen wäre doch auch schön. So, das ist ein bisschen hell. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Wasser. Oh ja, besser. Ui. Ja, aber vielleicht ein bisschen fein. Aber, geht schnell zum Zeigen, bei dem hier habe ich auch gemeint, die Päckchen sind viel zu fein und auch bei dem bin ich mir ein bisschen unsicher gewesen. Und weil das natürlich jetzt noch so verlaufen ist, ein bisschen, sieht das jetzt natürlich, sticht das doch schon recht vor. Also ich finde es cool, ich finde es, mal, vielleicht leuchtet dann die auch ein bisschen mehr vor noch. Wir werden es sehen. Probieren geht über Studieren, würde ich da sagen. Und jetzt nehmen wir das Schläufchen. Und eigentlich habe ich gedacht, ich möchte nur grün und rot.
Aber jetzt wollte ich gleich ein Blau und so ein rosa Mäschchen. Komm. Blaue Sternchen und ein rosa Mäschchen. Oder so violett oder was auch immer das ist. Herzig. So, und was mich da jetzt dann auch wundern würde, ist, ob das schlimm ist, dass das so ein liniertes Papier ist. Ob das fest auffällt oder nicht. So, dann machen wir jetzt hier mal so einen blauen Stern. Da war noch Silber dran. Ja, no, jetzt haben wir halt ein silberblaues Stempelküsschen. Ja, no. So, ich finde das von der Farbkombo gut. Jetzt bin ich aber noch in das hineingegangen. So, jetzt ist mir gerade kurz die Kamera ausgegangen. Da musste ich mich hier neu organisieren. Ich weiss gar nicht, wie viel das ihr jetzt gesehen habt. Jetzt sieht es auf jeden Fall so aus. Violette Mäschli oder so rosa Mäschli, blaue Sternchen. Und dann machen wir doch hier auch noch so in blau ein bisschen. Hier in blau noch so ein bisschen so. Nicht allzu heftig. Aber so ein bisschen. So ein paar von denen. Kann man glaube ich schon. Nehmen wir jetzt sehr viel blau. Ich wollte eigentlich doch nicht so viel blau. Aber ja nicht. So. Gut. Ja, komm. Das langt. Voilà. Jetzt nehmen wir doch noch einmal so einen. Oder soll ich jetzt mal den nehmen? Ja, komm. Jetzt nehmen wir mal den, weil da sowieso schon so viel sehr grau ist. So. Das zumachen und das kann alles ein bisschen fort. So. Ist das wild? Das ist wahrscheinlich sehr wild. Aber macht nichts. Wild ist doch gut. Schauen, das kommt weg und ich mache doch da drinnen einfach gerade mache ich mir mein Weisslein an. So. Und ein bisschen Wasser. Möglichst sollte man das machen über dem Werkstück, falls es einem ausleert, dass alles versaut ist. Nicht. Pinsel. So. Ich glaube, ich will noch ein bisschen. Voilà. Also, einschmieren das Zeug. Ui, das ist immer noch sehr wässrig. So. Ja, das verschmiert jetzt gar nicht einmal so stark, wie ich gedacht habe. Hat das andere nicht viel mehr geschmiert? Oder meine ich das nur? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich schmeiße das jetzt drauf. Zack. Und
So, es ist wirklich sehr flüssig. Ich muss schauen, dass ich da nicht zu fest so reibe, dass ich das nicht wieder abreibe oder verreissen oder irgendwie so. So, überall, was Blätterchen hat, kann man so ein bisschen andrücken. Oder so ein bisschen antippen. So, was ist denn jetzt das da für ein Schlüterchen noch vom Artpotsch wahrscheinlich? Komm weg! So. Prima. Oh, habe ich jetzt voll an der Zeitung angeklebt? Nein. Schon gemeint. Schon gemeint. So, das kommt ab. Der Rand. So, und jetzt sehen wir, was mit dem Grünen passiert ist. Ja, es verschwindet schon ein bisschen. Aber es denkt mir, es tut es gerade ein bisschen aufpeppen. So wie auch die Mäscheli. Ich finde alles cool. Ich finde, es ist cool rausgekommen. So, zack, es geht warten. Jetzt machen wir doch noch eins. Komm, noch mal ein graues. Auf einem schön dicken Papier. Oh, wow. Oh, das Hündchen träumt wieder. Oh, es tönt immer so schrecklich. Ui. So, also, ich nehme hier jetzt wieder schwarz. Ich denke, ich mache mal Nummer 1 mit schwarz und schwarz und irgendeine andere Farbe. Welche Farbe wollen wir noch nehmen? Nochmal rot. Ach, hey, es tönt. So. Gut. Oder, das Hirschli da wäre natürlich auch ganz herzig. Aber in Rot ist nicht so cool. Ich könnte es natürlich in Braun machen. Ja, komm her. Komm, wir machen das in Braun. So, mal noch ein bisschen gedecktere Farbe. Oh, aber ob denn das gut unten kommt, müssen wir das auch noch mal einsprayen. Ui, das ist jetzt sehr nass geworden. Oh. Nö. Das liegt nicht an dem, liegt es am Stempel. Und der die Farbe nicht so recht annehmen. Keine Ahnung, was da los ist. Als hat es zu wenig Farbe drin, aber das kann überhaupt nicht sein. So. Ja, welche Farbe nehmen wir denn jetzt noch? Jetzt nehme ich doch dunkelblau. Hey. Ich mache es komplett alles nicht so, wie ich mir das vorgenommen habe. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so die anderen anschaue, ich möchte eins machen, das so nicht so leuchtige Farben hat. Das ist doch okay, oder? Wenn man das gerne möchte. Nein, jetzt bin ich im Braun. Schnell wieder das Braun zumachen. Wo ist der Braundeckel? Da. Herrje. Also ehrlich. So.
Ja, die anderen sind mir einfach fast ein bisschen zu leuchtig. Das ist ja so. So, und dann machen wir doch hier auch noch das hier, aber auch in dunkelblau. So, dunkelblau. Oh ja. Genau. Und ich hoffe, das Rehli sieht man dann gut. Das Hirschli oder was das ist. Also, das ist schon noch schön. Das verschwindet dann nicht zu fest. So. Ja, komm. Und dann machen wir hier noch eins mit dem Grauen. Noch eines. So, und also mein Trick ist, die Finger ein bisschen anfeuchten. Meistens mache ich es mit Spuder. Und dann fest zusammendrücken. Und dann kommen die Lagen hier auseinander. Meistens. Jetzt will es nicht. Das ist der Vorführeffekt. Vorher ist es gegangen. So. Nein. Das ist ja falsch. Nein, ist da vorne. So, mit ein bisschen Knübeln ist es gegangen. Es ist leider ein bisschen kaputt am Ecken. Wenn man jetzt ganze Serviette braucht, ist das natürlich schlecht. Aber wir brauchen ja nur den mittleren Teil. Die Ecke brauchen wir überhaupt nicht. Es klebt schon alles irgendwie da ein bisschen in meinem Knosch inne. Und dann schmieren wir das wieder rein. Und sind gespannt, wie es rauskommt. Oh ja, das Blau vermischt sich schon wieder recht. Und das Schwarz löst sich gut. Zack, das drüber rein. Und schön anschmieren. Die Hirschli. Die Hirschli sind ein bisschen zu fein. Hey, aber mit dem Blau finde ich es extrem schön. Hat noch fast ein bisschen mehr Blau dürfen sein, nicht? So, ja, ein kleines bisschen mehr Blau hat es dürfen, aber sonst ist es cool. Ich sehe genau 1 Rähli, 2 Rähli. Da und die anderen gehen ziemlich unter. Da. Ja. Kommt, wir machen noch eins. Wir haben ja noch eins parat. Da, so ein schönes. Ich nehme, glaube gleich noch das Grün. Das Grün und das Ästchen, weil das ist so ein bisschen wirklich sehr untergegangen. Ja. Ich putze das jetzt hier so. Dann tue ich geschwind ein bisschen das dunklere Grün ab. So, und dann schauen wir noch mal, wie denn das rauskommt. So. Kreuz und quer, aber ja, das ist natürlich auch wahnsinnig hübsch. So. Und dazu nehmen wir doch noch das Mahagoni-Rot, wenn wir auch schon dabei sind. Hey, ich probiere es nochmal mit den Dings, mit denen da.
Wenn das Braun nicht recht will, dann geht vielleicht das Dunkelrot. Oh, ich vermute hübsches. Oh, das darf ich aber nicht zu fest schwenken. Hey, aber das nimmt es auch nicht so ganz. He? Ja, man muss sich ein bisschen mehr Mühe geben mit Stempeln. Wirklich schön gerade oben drücken und ein bisschen länger drauf haben. Dass es wirklich schön saugen kann. Ja. So wird es ein bisschen schöner. Zack. Und den darf ich nicht so hin und her wackeln, sonst sieht es ein bisschen blöd aus. Die Relis, die müssen schön gerade bleiben. Habe ich das Gefühl. So, und dann jetzt brauchen wir aber schon noch irgendetwas. Ich glaube, ich nehme noch das kleine Sternchen. Das da, aber in schwarz. Schwarz. Oder? Nein, weißt du, ich nehme das Mäschchen in schwarz. Schwarze Sternchen sind ein bisschen doof. So, also komm. Schwarzes Mäschchen. Oh ja. So, können wir schön überall ein bisschen ausfüllen, wo es noch nichts hat. Zack. So. Und jetzt haben wir hier auch noch ein bisschen irgendetwas. Ist das ein bisschen zu wild? So was hier. Mit Grün. Komm. Probieren wir hier ein bisschen. Oh ja, das sieht doch aus wie so ein winterliches Blattwerk oder so ein Adventskranz oder weiss doch auch nicht. So, aber mir gefällt es schon. So, haben wir da noch? Nein, ich muss noch ein bisschen machen. Ich glaube, das reicht nicht. So, also, und los. Oh, halt. Oh ja, und das Rot tut auch wie verrückt. Hui. Ist das gleich ein bisschen leuchtiger, als ich mir vorgestellt habe? So, und jetzt hat man das zuerst noch annehmen. So, bei dem löst sich gerade super einig. Ohne viel Knübeln. Zack, drauf. Und einschmieren. Oh ja, das Hirschli ist ein bisschen verlaufen. Aber die Blättchen sind hübsch. Die Blättchen, das ist ein richtig guter Stempel für das Projekt. Aber dass die Drehchen so verlaufen sind, finde ich überhaupt nicht schlimm. Es sieht recht cool aus. Ich muss nur noch sehen, was es ist. Immer noch, aber mal. Und mit dem Schablonenzeug. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass das mehr verläuft. Dass das dann so grüne Flecken gibt, aber nein. Das ist das Rehli, das mehr raussticht. Aber von der Farbe her, jetzt schau mal an. Jetzt haben wir hier Rot und Grün und da haben wir Rot und Grün. Und ich finde das viel schöner.
Das Rot macht gar nicht mal so einen grossen Unterschied. Ich hätte jetzt gedacht, das ist mehr brütscheliger so. Aber ja. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen anders, wenn es dann trocken ist. Wir werden es sehen. Wow. So, oh nein. Da musst du stehen bleiben. So. Fort mit dem Zeug. So, jetzt gehen die gut trocknen und nachher dann sehen wir uns dann wieder, wenn sie trocken sind. Und dann werden wir schauen, ob sich da noch etwas verändert hat dran. So, da wären also jetzt unsere fertigen Papiere. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, sind die so wirklich zu leuchtig oder geht das eigentlich noch? Bei dem hier, denke ich mir, ist es gar nicht so extrem leuchtig. Da ist halt das Blau. Das Blau sticht halt schon wahnsinnig raus. Das hätte ein bisschen ein gedämpfteres Blau dürfen sein. Aber schön ist es trotzdem. Also mir gefällt es gut. Die Tannennestchen, die verschwinden ein bisschen. Ja, und sonst, ich finde es sonst gut, das Graue da, das sieht cool aus, finde ich. Ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich frage mich gerade, ob mir es besser gefällt, wenn der Hintergrund weiß ist oder wenn er grau ist. Ich kann es nicht sagen. Mich dunkt, auf dem Grauen sieht man die goldig glitzernden Sternchen ein bisschen besser von der Serviette. Hier verschwindet es fast so ein bisschen. Und dann haben wir uns ja noch gefragt, ob jetzt dass das ein gestreifeltes Papier ist, ein liniertes Papier, ob das etwas ausmacht. Und ich finde überhaupt nicht. Also es verschwindet ja total. Da sieht man es noch ein bisschen, aber das fällt irgendwie überhaupt nicht auf. Ich finde, es ist total okay rausgekommen. Das auch völlig schön, es gefällt mir mega gut. Das ist natürlich sehr, ja, weil es halt wirklich mit sehr gedeckten Farben ist, sehr erdig und so, aber ich finde, das Gold glitzert wirklich sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera wirklich gut sieht, dass das so recht glänzt. Ja, ich habe dann noch gesagt, die blauen Sterne hätten fast ein bisschen blauer dürfen sein, aber nein, es ist gut. Und ich finde es natürlich mega cool, ist es so auf einem dicken Papier. So sieht es hinten aus und ich finde jetzt bei dem, da das nicht durchdrückt, die ganze Stemplerei, und wir hier nicht allzu fest geschmiert haben mit Leim, wenn man jetzt hier zum Beispiel irgendwie so Geschenkanhänger ausstanzen würde oder ausschneiden würde, dann könnte man hier einfach schön draufschreiben. Vielleicht müsste man hier das Rändchen ein bisschen abschneiden. Aber sonst dürfte das gerade so bleiben. Bei denen hier drückt es halt schon recht durch. Hier vor allem, ganz extrem. Das war ein ganz dünnes Papier. Und da müsste man dann halt schon fast etwas hinten drauf kleben. Oder man würde es dann halt auch noch einmal bestempeln. Aber dann drückt es vielleicht auf dieser Seite wieder durch, wer weiß. So, und dann kommen wir zu meinem absoluten Favorit. Und das ist das hier, was wir ganz am Schluss gemacht haben. Da finde ich einfach die Farbe wahnsinnig schön. Ich finde, es passt total gut zu den goldigen Sternen. Obwohl man jetzt bei dem tatsächlich die Sterne, das Gold der Sterne ist absolut nicht glitzerig. Ja, wie vorher schon gesagt, dass die Hirschli verlaufen sind, macht mir nichts. Ja, sie verschwindet schon ein bisschen. Man sieht, wenn man nicht weiss, was es ist, fragt man sich, was ist es da, ein Osterhase oder keine Ahnung, ein Dreckfleck, keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Da sieht man es also sehr gut.
Ja. Ich finde es hübsch. Also mir gefällt es wirklich. Mir gefällt es wirklich gut. Da noch zum Thema Häuselipapier. Müsste jetzt nicht unbedingt Häuselipapier sein, finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Aber auch da würde ich wahrscheinlich, wenn ich hier Tags ausschneide, hinten etwas draufkleben. Ja. Ja, hey, das ist mein Fazit. Ich finde sie vollherzig. Ich weiss noch nicht genau, was ich mit denen dann basteln werde, aber es wäre cool, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wäret. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen gegen oben da lasst oder einen Kommentar oder ein Abo, selbstverständlich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!